ist, ist Saint-Saëns. Er hat an seinen Freund geschrieben, ich schreibe ein Werk für den Faschingsdienstag, nämlich Karneval der Tiere. Ja, das hat er geschrieben, 14 Sätze, 14 Tiere könnte man annehmen. Er beginnt mit dem Esel. Danach dieser störrische Esel, danach die schwerfällige Schildkröte, dann kommt der dicke, große Elefant, dann das Känguru, das Flüchtige, dann springt er ins Aquarium hinein. Der Kuckuck spielt eine Rolle, Pianisten auch, obwohl das ja nun keine Tiere sind. Fossilien und das vorletzte Stück nennt er Schwan. Den wunderschönen weißen Schwan. Wer ist dieser Schwan? Das ist schon interessant, mal darüber nachzudenken. Es gibt hervorragende Gemälde, in denen die Leda, die Fürstentochter Leda, mit dem Schwan zusammen ist. Und der Schwan verliebt sich in sie und begattet sie und was nicht alles. Wer ist denn dieser Schwan? Der Schwan ist das Sinn oder die Vertretung von Zeus, dem Göttervater Zeus, den liederlichen Zeus, der hier und da eine Liebschaft hatte, der hier und da Kinder hatte. Und dieser Zeus vergewaltigt die Leda. Daraus entsteht dann ein Sohn, der Kastor. Aber in selbiger Nacht, und deshalb ist das durchaus etwas mysteriös, schläft die Leda auch noch mit ihrem Mann. Also gibt es keine Gerichtsverhandlung oder wie auch immer. Der Name Leda lebt heute noch fort in der englischen Bezeichnung Lady.